Hallo, schön bist du da. Ich freue mich, dass ich dir heute ein neues Märchen erzählen darf. Heute ist es Märchen von der Frau Holle. Das Märchen vom Aschenputtel. Das ist die Geschichte von einem Mädchen. Und das Mädchen wohnt in einem sehr schönen Haus. Das Mädchen und seine Eltern haben es gut. Aber leider wird Mama krank. Sie stirbt. Und der Vater muss die Mutter in ein Grab legen. Wenn ein Mensch stirbt, wird er in die Erde gelegt, an eine ganz bestimmte Stelle, meistens auf einem Friedhof. Und die Stelle heisst Grab. Das Mädchen ist fest traurig und geht jeden Tag zum Grab von der Mutter, von seiner Mama. Auf dem Grab, dort, wo die Mama begraben liegt, pflanzt sie einen Nussbaum. Der Vater von dem Mädchen, nach einer gewissen Zeit, heiratet eine andere Frau. Das ist jetzt nicht die richtige Mama von dem Mädchen. Der sagt man Stiefmutter. Das ist Stiefmutter. Und das Mädchen ist Stiefkind von dieser zweiten Frau, vom Vater. Die neue Frau bringt 2 mehr Töchter ins Haus. Und die Töchter sind ihre richtigen Kinder. Sie sind sehr schön, aber sie sind sehr böse. Die neue Frau und ihre 2 Töchter haben Stiefkind nicht gern. Sie sagen zu dem Stiefkind: Du musst in die Küche, du musst für uns arbeiten. Stiefkind muss viel arbeiten. Es muss früh aufstehen, kochen und waschen. Die bösen Töchter nehmen ihm all seine Kleider weg und geben ihm nur eine alte, graue Schoss zum Anlegen und Schuhe aus Holz. Dazu lachen das Stiefkind noch aus und rufen ihm nach: Wie siehst auch du aus? Du bist so eine hässliche. Am Abend ist das Stiefkind fest müde von all dieser schweren Arbeit. Es darf nicht einmal in seinem Bettchen schlafen, sondern muss vor dem Herd, vor das kalte Feuer in die Asche liegen. Früher, wo wir noch keinen Strom hatten, haben Menschen mit Feuer gekocht und haben dafür Holz benutzt. Holz verbrennt im Feuer. Und das, was wir am Schluss noch sehen, ist Asche. Das Stiefkind ist immer dreckig, weil sie in dieser Asche schlafen muss. Und die bösen Töchter sagen ihr von jetzt an nur noch Aschenputtel. Ein König bestimmt über das Land, wo das Aschenputtel wohnt. Der König hat einen Sohn und das ist der Prinz. Der Prinz wünscht sich eine Frau. Der König will für den Prinz ein Fest machen. Und das Fest soll 3 Tage gehen. Alle schönen Frauen sind eingeladen und sollen zu dem Fest kommen. So kann sich dann der Prinz eine Frau aussuchen. Die 2 bösen Töchter dürfen auf das Fest. Vorher sagen sie dem Aschenputtel: Du musst unsere Kleider waschen, musst unsere Schuhe sauber machen, musst uns strählen, weil wir wollen auf das Fest vom König.
Aschenputtel will auch gern zu dem Fest und fragt deswegen ihre Stiefmutter, darf ich auch mitkommen? Aber natürlich sagt die böse Stiefmutter, sicher nicht. Nein, du bist dreckig. Deine Kleider und deine Schuhe sind dreckig und gar nicht schön. So kannst du doch nicht in das Schloss, was denkst du? Aber die Aschenputtel würde so gern gehen und fragt die Stiefmutter nochmal. Und die Stiefmutter sagt, okay, dann halt. Ich habe Linsen, das ist etwas zum Essen, in die Asche, vor dem Feuer, in den Dreck. Ich habe Linsen in die Asche geschüttelt. Hol die Linsen wieder aus den Aschen. Und für das hast du genau 2 Stunden Zeit. Wenn du es schaffst, dann darfst du mitkommen. Aschenputtel geht in den Garten und ruft, Vögel, kommt bitte und helft mir, ich muss die Linsen in einer Schüssel sammeln. Und viele Vögel kommen und fliegen und helfen ihr, picken die Linsen aus der Asche und rühren die Linsen, die kleinen, runden Linsen, in eine Schüssel. Die Stunde ist vorbei, die Zeit ist vorbei und die Vögel sind fertig mit der Arbeit. Sie fliegen weg. Das Aschenputtel bringt die Schüssel zu der Stiefmutter und freut sich. Es denkt sich, ich habe ja jetzt die Arbeit gemacht, jetzt darf ich auch aufs Fest. Die Stiefmutter sagt, nein, du darfst nicht mitkommen, wir wollen dich nämlich gar nicht mitnehmen. Und die Stiefmutter geht mit ihren Töchtern aufs Fest. Aschenputtel ist ganz allein im Haus. Es geht zum Grab von seiner Mutter, steht unter einem Nussbaum und ruft, liebes Bäumli, tu dich schütteln und wirf ein schönes Kleid über mich oben. Ein Vogel sitzt auf dem Baum und wirft ein Kleid oben. Es ist ganz ein schönes Kleid aus Seide, feiner Seide. Seide ist ganz ein schöner Stoff. Er glänzt und ist weich und dünn und schön auf der Haut. Der Vogel rührt auch Schuhe aus Seide ab. Das Aschenputtel legt das Kleid und die Schuhe an. Jetzt ist sie ganz eine schöne. Die Stiefmutter und die bösen Töchter sehen es. Aber sie merken nicht, dass das Aschenputtel mit ist und fragen, wer ist auch das schöne Mädchen? Der Prinz sieht das Aschenputtel und sagt, willst du mit mir tanzen? Er will gar nicht mit anderen Frauen tanzen, sondern nur mit dem Aschenputtel. Er fragt sie, wie heissest du? Wo wohnst du? Aber das Aschenputtel sagt es ihm nicht. Der Abend fängt an und Aschenputtel rennt schnell heim. Der Prinz kann ihm gar nicht so schnell nachrennen. Am nächsten Tag geht das Fest weiter. Die Stiefmutter und ihre Töchter gehen wieder. Und wieder nehmen das Aschenputtel nicht mit. Aschenputtel läuft wieder zu ihrem Nussbaum und ruft, liebes Bäumli, schüttel dich, rüttel dich und wirf schöne Kleider über mich. Der Vogel sitzt wieder auf dem Baum und rührt ein anderes Kleid ab. Das Mal ist es silbrig.
Aschenputtel legt wieder das Kleid an und ist noch schöner als am Tag vorher, im ersten Kleid. Es läuft und rennt schnell aufs Fest. Gäste im Schloss freuen sich über das schöne Mädchen. Auch der Prinz wartet schon aufs Aschenputtel, nimmt es an die Hand und tanzt nur mit ihm. Der Abend fängt an, Aschenputtel rennt schnell heim. Der Prinz kann ihm gar nicht so schnell nachrennen. Am 3. Tag geht das Fest immer noch weiter. Aschenputtel ist wieder allein daheim. Aschenputtel läuft wieder zum Nussbaum und ruft: Liebes Bäumel, rüttel dich und schüttel dich und wirf ein schönes Kleid über mich. Der Vogel sitzt wieder auf dem Baum und wirft ein drittes Kleid runter, noch ein viel schöneres. Das Kleid ist goldig. Aschenputtel legt das Kleid an und geht wieder zum Fest. Und die Gäste drehen sich um nach dem schönen Mädchen. Der Prinz tanzt immer nur mit ihm. Die anderen Männer dürfen gar nicht mit dem Aschenputtel tanzen. Der Prinz sagt allen anderen Männern: Das ist meine Tänzerin. Und der Prinz will jetzt wirklich wissen, wer ist das Mädchen und wo wohnt's? Das Mädchen darf nicht mehr so schnell heimlaufen. Er will nicht, dass es so schnell verschwindet. Er sagt deswegen zu einem Mann im Schloss: Streich Leim auf die Stege. Der Abend fängt an. Aschenputtel will heim und rennt schnell davon. Aber sein linker goldener Schuh bleibt auf den Stegen kleben. Der Prinz findet den Schuh auf den Stegen. Am nächsten Tag verlässt er das Schloss und geht von Haus zu Haus. Er fragt überall: Welchem Mädchen gehört der Schuh? Das Mädchen soll meine Frau werden. In jedem Haus probiert das Mädchen den Schuh, aber es passt ihm kein Mädchen. Der Schuh passt diesen Mädchen nicht. Der Prinz kommt ins Haus der Aschenputtel und die bösen Töchter freuen sich. Beide denken: Ich lege den Schuh an, der passt mir sicher und ich werde die Frau vom Prinz. Die ältere Tochter legt als erste den goldenen Schuh an. Aber der Schuh ist zu klein. Die Mutter gibt ihr ein Messer und sagt: Du musst deinen Fuß kleiner machen. Schneid doch einfach die Grosszehen ab. Die Tochter schneidet sich die Grosszehen ab und drückt ihren Fuß in den Schuh, geht zum Prinz. Der Prinz denkt: Der Schuh passt dem Mädchen, sie soll meine Frau werden. Er nimmt das Mädchen mit sich und will mit ihr zum Schloss reiten. Der Fuß tut dem Mädchen sehr weh. Der Fuß fängt an zu bluten. Das Mädchen und der Prinz kommen zum Nussbaum. Auf dem Baum sitzen 2 Tauben und rufen: Ruckedi du, Ruckedi Kuh. Blut ist im Schuh, der Schuh ist zu klein. Das richtige Mädchen sitzt noch daheim. Der Prinz schaut auf den Fuß vom Mädchen und sieht, dass Blut rausläuft. Der Prinz sieht, der Schuh passt dem Mädchen nicht. Er bringt das Mädchen zurück und sagt: Das ist im Fall gar nicht die Richtung.
Die andere Tochter soll die Schuhe anlegen. Die jüngere Tochter legt den goldenen Schuhe an. Aber der Schuh ist ihr nicht zu klein. Die Mutter gibt ihr ein Messer und sagt, du musst deinen Fuß kleiner machen. Schneide doch einfach die Fersen ab. Das ist hinten am Fuß. Und die Tochter schneidet sich die Fersen ab. Sie drückt den Fuß in die Schuhe und geht zum Prinz. Der Prinz denkt, das ist jetzt die Richtung. Der Schuh passt dem Mädchen. Sie soll meine Frau werden. Er nimmt das Mädchen mit sich und reitet mit ihr zum Schluss. Der Fuß tut dem Mädchen fest weh. Der Fuß fängt an zu blüten. Und das Mädchen und der Prinz kommen zum Nussbaum. Auf dem Baum sitzen wieder die beiden Tauben und rufen, rucke die Kuh, Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein. Das richtige Mädchen ist immer noch daheim. Der Prinz schaut auf den Fuß von dem Mädchen. Und Blut läuft aus dem Schuh. Und der Prinz sieht, der Schuh passt dem Mädchen auch nicht. Er bringt das Mädchen zurück und sagt, das ist auch nicht im Fall die Richtung. Gibt es noch ein anderes Mädchen im Haus? Der Vater von der Aschenputtel sagt, ein einziges Mädchen ist noch da, aber es ist dreckig und hässlich. Es kann auf keinen Fall die Richtung sein. Der Prinz sagt, zeigt mir das Mädchen. Der Prinz ruft dem Aschenputtel. Der Aschenputtel wäscht sich schnell die Hände und das Gesicht. Und der Prinz gibt dem Mädchen den goldenen Schuh. Aschenputtel legt den Schuh an. Und der Schuh passt ganz genau. Aschenputtel schaut dem Prinz ins Gesicht und der Prinz sieht, das Mädchen ist die Richtung. Ich habe mit ihr getanzt. Die Stiefmutter und ihre bösen Töchter ärgern sich und sind fest hässig. Der Prinz nimmt aber das Aschenputtel mit sich. Sie gehen zurück ins Schloss und sie heiraten.